Merci, Herr Präsident. Damen und Herren, ich hatte heute froh schon nächsten September gestaltet, wie zu wissen, wie der Minister zum therapeutischen Cannabis steht. Ich schätze über den therapeutischen Cannabis, das will ich gerne direkt unterstreichen. Den anderen, was ein Pflanze, die verdeivelt, ganz lang. Es gibt bald Zeit, dass in die Pflanze rehabilitiert, wie das ganz große Potenzial und Wirkungen hat, hauptsächlich dann um den kranken Leid. Was ist dann die Wirkung von den Cannabinoiden? Ich will eigentlich gerne wissenschaftlich einen großen Exkurs machen, ich will gerne ungefähr den Damen und Herren so, was das geht, aber ein enger Sport, die sich versteht. Der Cannabis fördert den Appetit, den Schlaf, die Relaxation, Lastlosen und das gut für die Protektion. Das heißt, bei allen Krankheiten, die ihr praktisch kennt, da ist von den Komponenten mit dabei. Wo hast an welcher Krankheit hast zum Beispiel nicht einen Appetitmangel dran? Dann wird der Cannabis fördert den Appetit. Und darauf sind die Hauptindikationen vom Cannabis sind dann hauptsächlich Nebenwirkungen bei der Chemotherapie, die chronische Peng, natürlich alles, was Neuropathie ist, Diabetik oder Alkoholik, und natürlich auch dann in dritter Indikation, dass das alles, was mit Depressionen zu tun hat, mit Angstgefühlen zu tun hat, alles, was Schlafschwierigkeiten, Posttraumatik, Stressdisorder, und noch schwanne eine Klammer ab, dass viel belächelt gehen an der Öffentlichkeit, sogar beim Zappelphilipp. Wird die Pflanze was angesagt, ganz viele Tüte gemacht, und stellt sich heraus, dass den Ritalin gleich in nächster Zukunft durch den Cannabis ersetzt wird gehen. Das gesagt, will ich gerne ein bisschen die Pflanze präsentieren. Die Pflanze besteht aus Cannabinoiden. Da sind dann ungefähr 90 Cannabinoiden. Davon als E-Gruppe, das ist eine THC-Gruppe, die psychoaktive Gruppe mit 8 Cousin, und das den Psychoaktivität fördert. Die anderen Komponenten, die sind alle gut nicht psychoaktiv, gehen nach 120 Terpenen an 20 Flavonoiden gezählt, die sind alle gut protektiv für die Gesundheit. Du kannst gehen und daraus ein Medikament machen, das heißt, hält den THC raus, den THC dann synthetisiert, so bei allen Medikamenten, ein Aspirin, ein Semester, wie doch heißt, die wird synthetisiert, in Form von Gelülen, 5 Milligramm, 10 Milligramm bis 30 Milligramm, an das Medikament THC, Dronabinol, in der Wissenschaft wird da gebraucht als E-Medikament. Mit den Indikationen, die für Grund abgezählt werden. Auf der anderen Seite haben wir dann Pflanzen, wo dann das Produkt herausgeholt ist, wenn wir den THC an der Pflanze losen, wo wir aus sich den THC plus die anderen Moleküle, die neuroprotektiv sind, die antiinflammatoire sind, und die das Immunsystem fördern. Das heißt, aus sich die Gesamtpflanze, aus sich, ist viel besser wie die Synthetik von einem einzelnen Molekül. Also kommen wir zum Streitpunkt. Es gibt viele Pflanzen, die aus sich unterschiedlich sind. Wir haben Pflanzen, die von Marokko kommen, von Tunesien, den Rode Libanese zum Beispiel. Wir haben Haschischpflanzen, die kommen aus Afghanistan, Nepal, Indien, zum Beispiel die schwarzen Afghanen. Aus sich sind verschiedene Pflanzen, die dann aus sich einen gewissen Gehalt von THC haben. Das geht von 2 bis 30%. Wenn ich nur eine Pflanze abschreibe, die 6% hat, dann ist ein Hallihallo, die sagt, der Ton ist ein Druck. Nein, das ist nicht ein Druck. Das ist nicht ein Druck von dem Moment ganz kleine Dose Gold gehen. An der therapeutischen Basis, du hältst den 0,1%, 0,1 Gramm, das sind 100 Milligramm. Rechnen das aus, mal 6%, das wird ganz genau 6 Milligramm. Wenn ihr das zum Mund ranhält, par voie oral, da könnt ihr ein an dem Mo, da geht es zerstört, da könnt ihr an die Leber, da geht doch ein Teil zerstört, da haben wir nach 3 Milligramm am Blut. Wenn man die Herren 3 Milligramm am Blut par rapport zu den 30, die ich für tun, zitiert tun, das ist absolut nicht. Das bedeutet ganz genau, dass 0,2, das ist zu vergleichen mit 0,2 Promille von Alkohol am Blut. An der Dose egal, muss ich sagen, dass der Cannabis bei weitem andere Nebenwirkungen hat wie den Alkohol. Und ich betone heute, der Cannabis an therapeutischer Dosis hat absolut keine Nebenwirkungen. Man kommt man, es geht nicht hin erzählen, wer der Konträr das nicht vor. Die neue Rezent-Etüde beweisen, dass da gar keine Nebenwirkungen sind, wenn nicht an therapeutischer Dosis natürlich Gold gehen, natürlich par oral, und nicht von ihnen dahinter geht, und es fängt dann durch eine Zigarette zu drehen und zu hören. Los stellen nicht frohen. Los stellen nicht frohen, Herr Minister, kennt ihr die Rezent-Etüden, was der Cannabis angeht, wer sehr positioniert par rapport zum Cannabis-Therapeutik?
Sind ihr bereit, für den THC anzufeiern, mit dem wir schon d'accord wären, das wäre Schritt noch 4, sind doch bereit, für weitere Etüden von der Cannabispflanze nachzugucken und die auch zu legalisieren, immer, wie gesagt, an therapeutischer Dosis, an wer seine Position, wer ist der letzte Position par rapport zum Europa-Kontext. Ich sage merci. Das ist ein bisschen mir einen speziellen Exerzice, den honorablen Deputierten Haivot, weil Zenter engem Jahr, wie gesagt wird, als Doktor de Cannabis für therapeutische Zwecke verschreibt und an den letzten meint als sukzessive Frohen no gefroht wird, wird gesetzliche Basis dafür ist. Ich meine, gesetzliche Basis zu Lützeburg ist ziemlich klar, als klar. Am Moment ist es nicht möglich, für Cannabis als Medikament zu verschreiben, weil Cannabis nicht als Medikament unerkannt ist, und nicht nur zu Lützeburg, aber auch an dem Land, wo es sich da besucht wird, an Holland, nicht als Medikament enregistriert ist. Der Cannabis ist an Holland nicht als Medikament enregistriert. Es gibt einen medizinischen Nutzen davon, aber es ist nicht ein Medikament, und es ist auch, und das haben wir noch gefragt, beim holländischen Gesundheitsminister, und das ist nicht zugelassen, wird die Prozedur nicht gemerkt. Wir können den Medikament zu drohen, von den Medikament dreht, das ist ein ganz kompliziert, ein ganz komplex Prozedur, weil ihn nicht nur etwas soll zulassen, sondern weil noch die Sicherheit vom Gebrauch und die Sicherheit vom Patient soll garantieren. Das ist ein bisschen mehr eine Spezialprozedur, nur Frauen, nur öffentlichen Kundgebungen, nur enger, wo ich nicht drauf will, nur enger juristischer, nur enger gerichtlicher Prozedur, die am Gang ist, als froh dann hier im Parlament kommen. Und ich will mich nicht leicht antworten drücken, noch wenn es eng delikat froh ist. Ich kenne die Recherchen, die gemacht sind. Ich weiß aber auch, dass auf ganz viele Plätzen aufgrund von den Recherchen gesucht wird, dass es zu viel frei ist, für definitiv Konklusionen zu ziehen an allen konnexen Domänen, weil das nicht so, dass wir hier über ein Aspro schwätzen, wenn wir schwätzen über eine Substanz, die als Drog klassiert das, die internationalen Plan als Drog klassiert das, aber wo wir auch international Konventionen geschrieben haben. Das ist allerdings so, dass an den letzten Jahren eine Evolution am Gang ist, an eine Reihe von richtigen Medikamenten auf den Markt kommen, auf Basis von Substanzen, die auch am Cannabis enthalten sind. Und das ist so, dass den ein oder anderen Medikament auf Basis vom THC an einer Genehmigungsprozedur ist, an dem einen oder anderen Land zugelassen ist, aber ein Medikament, das den verdient, auf Basis vom Cannabis, hier zu Lützeburg als Medikament beantragt wird, wenn es dieselbe Prozedur durchmischt wie all die anderen Medikamente, dann ist es durchaus unzuholen, dass das Medikament auf Basis von Cannabis, auf Basis von einer Substanz von Cannabis auch hier zu Lützeburg enregistriert wird. Ob es dann remboursiert wird, das ist eine andere Affäre, das CNS, Gesundheitskäse, die darüber zu dezidieren und ich weiß von zumindest engem Medikament, das die Prozedur am Moment durchmischt. Dann ist gefragt gehen, ob in zu Lützeburg zumindest SC-Klinik können auf Basis vom medizinischen Gebrauch von Cannabis Kind machen. Bei SC-Kliniken, das gilt für alle SC-Kliniken, auch für einen eventuellen, den an dem Dotebereich gemerkt wird, gilt ganz strikt auch von denen, die daran teilnehmen, Konditionen zu erfüllen, wann so eine SC-Klinik ungefroht gehen, da müsst
am Vieraus den Avis vom Komitee National d'Ethik et de Recherche angeholt gehen, und da giffen dem Moment vom Gesundheitsminister genehmigt gehen. Ich will auch sagen, dass da will ich darauf insistieren, an vierläufig zur Konklusion kommen, dass es richtig ist, dass an den Diskussionen, die am Ausland laufen, es eine Reihe von Überlegungen und noch Hinweise gibt, dass den Cannabis für medizinische Zwecke sich anbieten an einer Reihe von ganz klar definierten Indikationen. Und das sind nicht die Indikationen, die den honorablen Herr Colombera ganz breit spricht, aber das sind für allem auf Fälle von schweren Schmerzen, auf Fälle von palliativer Begleitung von Krebs, von anderen ganz schweren Krankheiten. Aber und das, ich kann der Chambre das als Information übergehen, aufgrund von den Rekommendationen, die den holländischen Office möchte, jedenfalls nicht indikiert, wann Probleme psychischer oder psychotischer Natur da sind, weil das Kind Kontraeffekte auslesen, die nicht zu steuern sind. Ich insistiere darauf, dass wann also darüber kann diskutiert gehen am internationalen Plan, auch im europäischen Plan, wie die Plans kann nutzen am Interesse von ganz klar definierten Indikationen, dass das diskutabel ist. Ich muss allerdings sagen, dass die Erde weiß, wie die Diskussion hier abgegriffen ist, aber wie an der Praxis operiert ist, relativ kontraproduktiv ist für eine nuancierte Diskussion. Weil sich herausstellt, dass Verschreibungen von den Betroffenen jedenfalls nicht so mit Doigté gemerkt sind, mit Patienten, die lange gekannt hat, mais ein bisschen à travers gemerkt sind, und das die Ursache, für was dass es zu einer Enquete kommt, dass nicht zu einer Enquete kommt, weil hier einem schwer leidenden Patient den Cannabis verschrieben ist, mit das zu einer Plant kommt, weil das zwar ja, ich will das Herr Schieber, los da vielleicht den Herr Minister ob die froh antworten. Ihr kennt ja nur Parole après Ministre. Selbstverständlich. Ich will just sagen, dass in Hain nicht die Impression soll gehen, dass Verdeifelung gemerkt gehen von leidenden Patienten, mit dass ganz gut muss aufpassen, wem in Wert verschreit, weil du hört den eine ganz große Responsabilität, wenn das möchte, wenn für allem Patienten nicht ganz am Detail, für allem hier kranke Geschichten nicht ganz am Detail kennt. Da das etwas wäre, wo ihr muss aufpassen, wenn eine Diskussion wissenschaftliche Plan will feiern, und da sind ich ganz gerne bereit, die wissenschaftliche Plan zu feiern, dann werden die wissenschaftliche Diskussion nicht hypothekieren, dadurch, dass sie eine nicht wissenschaftliche Erderweis umwendet, für den Cannabis zu verschreiben, die bis auf weiteres nicht ein Aspro oder ein Kamel ist, aber immerhin nach einem Drog bleibt. So nicht merci. Merci, Herr Präsident. Ich wollte sagen, Herr Minister, une drogue, c'est une substance qui est principalement utilisée pour la Psychoaktivität. Das heißt, da muss da immer einen Unterschied machen, was eine Droge ist, was keine Droge. Herr Minister, ich meine, ich habe verstanden, was gesagt hat. Sie hat gesagt, ich wäre, muss man mal ganz diplomatisch ausdrücken, ich wäre ein schlechter Doktor. Und das, Herr Minister, ich weiß nicht, was ich da soll sagen. Ich will nicht sagen, ich will nicht immer sagen, wie das mich herausgefordert hat. Ich will euch offiziell mitteilen, ich bin an der Recherche am Cannabis dran. So nicht merci. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich will just unterstreichen, dass ich nicht gesagt habe, dass den honorablen Dr. Colombera einen schlechten Doktor ist. Ich habe just gesagt, dass er muss aufpassen, dass wenn er ein Wissenschaftler ist, dass er noch Wissenschaftler bleibt und dass er auch seine Wissenschaft soll respektieren, wenn er etwas verschreibt. Ich habe auch nicht gesagt, dass den Herr Colombera, den honorablen Herr Colombera, schlechten Deputierten ist, weil geltendes Gesetz offensichtlich stark interpretiert. So nicht merci.